Ja, lass uns Gott miteinander beten. Danke, Jesus, dass du bald kommst. Und wir freuen uns auf den Moment, wo wir dich sehen dürfen, von Angesicht zu Angesicht. Das wird ein wunderbarer, ein sehr spezieller Moment. Und Jesus, du hast viel darüber geredet, dass wir bereit sind. Und wir wollen dich bitten, dass du heute unsere Herzen aufmachst, damit du uns das mitgeben kannst, wo du möchtest, dass wir bereit sind für den Moment, wenn wir dich von Angesicht dürfen sehen. Amen. Ja, wir sind unterwegs in dieser Predigtserie. Wann ist es dann endlich so weit? Wann kommt dann Jesus endlich wieder? Ich bin mega gespannt, wie es wird sein. Ich weiss nicht, wie es dir geht bei diesem Gedanken. Ob du auch gespannt bist und dich freust. Es wird wunderbar. Es wird wunderbar sein. Heute, wenn wir uns diese Frage stellen, wann ist es denn so weit? Und wie handeln wir klug in dieser Zeit? Und ich wage gerade am Anfang eine steile Behauptung, steile Aussage. Ich werde die aber nachher auch biblisch belegen. Jesus wird in wenigen Tagen wieder kommen. Jesus wird in wenigen Tagen kommen. Und zusammen mit dieser Behauptung möchte ich euch gerade am Anfang eine Frage stellen. Nehmen wir an, wir wissen den Zeitpunkt, wir würden ihn ganz genau wissen. Nehmen wir an, in 2 Wochen, am 14. November 2021, am 12.00 Uhr, mitteleuropäische Zeit, kommt Jesus zurück auf die Welt. Nehmen wir an, wir wüssten das. Was würdest du in diesen 2 Wochen machen? Überleg dir das einmal. Was würdest du in diesen 2 Wochen machen? 2 Wochen. Ganz sicher, Jesus kommt, wenn wir das wüssten. Vielleicht würden sich gewisse Prioritäten ein bisschen verschieben. Wir haben verschiedene Themen, die wir in dieser ganzen Serie anschauen. Und heute wollen wir uns dieser Frage stellen, wann kommt das Ende? Und es kommt bald. Und wie handeln wir klug in dieser Zeit? Wir haben letzten Sonntag darüber nachgedacht, wie ist es mit der ganzen Weltsituation, mit dem Coronavirus und so weiter. Was hat das mit dem Ende zu tun? Was hat das mit dem Gericht von Gott zu tun? Wir werden heute miteinander in einen Text hineinschauen, in Matthäus 24, einen mega lässigen Text, weil die Frage, wann kommt das Ende? Das ist nicht nur eine Frage, die uns heute bewegt, sondern es ist eine Frage, die schon die Jünger hatten. Und die haben das Privileg gehabt, dass die quasi gesagt haben, Herr Jesus. Und dann haben sie genau die Frage gestellt. Das ist noch praktisch. Manchmal würden wir das ja auch gerne machen. So, hey Jesus, sag mal, wann ist denn jetzt so weit? Gib uns mal eine Antwort, komm. Und das haben die Jünger gemacht und sie haben die Antwort bekommen. Und zum Glück haben sie die auch aufgeschrieben und wir können die heute lesen. In Matthäus 24 und 25 lesen wir die Antworten, die Jesus gibt. Und es ist so spannend, dort lesen zu gehen. Und genau dort wollen wir auch diese 2 Fragen beantworten. Wann ist es so weit und wie handeln wir klug in dieser Zeit? Wir haben im Frühling schon mal in den Text in Matthäus 24 hineingeschaut. Vielleicht habt ihr das noch ein bisschen Erinnerung. Das wäre eigentlich so die perfekte Vorbereitung, weil als erstes tut Jesus eigentlich alles aufzählen, was passieren wird in dieser Zeit. Und das haben wir miteinander ganz genau angeschaut. Also wenn du jetzt online schaust oder im Nachhinein, ich habe das auch verlinkt in der Playlist rein oder auf unserer Internetseite. Das ist eigentlich so wie der Einstieg für die Predigt. Was sagt Jesus dort? Was wird alles der Reihe nach kommen? Er zählt auf für die Zeit. Und nachher kommen auch verschiedene Gleichnisse, die Jesus erwähnt. Wir werden heute in die Gleichnisse hineinschauen. Zuerst das Gleichnis vom Knecht, vom treuen Knecht, der Verantwortung übernimmt, wenn sein Herr weg ist und wartet echt, dass sein Herr wieder zurückkommt. Und auch vom untreuen Knecht, der seine Angestellten schlägt und frisst und sauft. Dann das Gleichnis von den Jungfrauen, von den 10 Jungfrauen und dem Hochzeitsfest. Das Bild vom Hochzeit, von der Brut, die sich vorbereitet, haben wir gerade vorher gesungen, das Bild, das Jesus gerne braucht für die Zeit, wo er wiederkommt. Es kommt auch noch das Gleichnis dann von den Talenten. Jesus sagt auch noch im gleichen Zusammenhang das Gleichnis von den Böcken und den Schafen. Mega spannend. Wir werden die 2 von diesen Gleichnissen heute hineinschauen miteinander und entdecken, was Jesus sagt. Und es ist wirklich die Frage, die eigentlich vorausgeht. Ich will das lesen in Matthäus 24, Vers 3. Sage uns. Nein, da. Als er aber auf dem Ölberg saß, da ist Jesus gemeint, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und sprachen: Sage uns, wann wird das sein? Und
Was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen. Das ist so eine Situation, die Jünger sind mit Jesus unterwegs gewesen, sie sind in Jerusalem gewesen. Jesus hat gewusst, es geht nicht mehr lang, dass er wird das Kreuz genagelt werden. Und dann sind sie rausgegangen aus Jerusalem. Jesus mit seinen Jüngern sind auf dem Ölberg und haben runtergeschaut und die Jünger haben gesagt, hey Jesus, schau mal den wunderschönen Tempel. Und in der Abendsonne hat er vielleicht noch goldig glänzt. Der herodianische Tempel, der war sehr prunkvoll gewesen. Und dann hat Jesus gesagt, kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Ich glaube, die Jünger sind ein bisschen verschrocken und haben darum gefragt, okay, wann ist es denn so weit? Wann wird das sein? Und Jesus hat ihnen eine Antwort gegeben. Also das ist die erste Frage, die wir miteinander beantworten wollen. Wann kommt das Ende? Und die Antwort hat Jesus sehr deutlich gegeben. Im Teil von seiner Rede, die er dann macht zu seinen Jüngern, dort im Vers 36, dort lesen wir, von jenem Tag aber und jener Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel in den Himmeln, auch nicht der Sohn, sondern der Vater allein. Also die Antwort, die Jesus gibt, der Zeitpunkt, der weiß niemand. Er sagt also, das ist einer von diesen Punkten, wo man ein Stück weit ein Fragezeichen stehen lassen. Es gibt immer wieder Leute, die dann ausrechnen, wie lange geht es noch wirklich, und die rechnen zusammen da mit der Trübsalzeit und weiss auch nicht was verreckt. Und es gibt Leute, die kommen auf das Datum und das ist immer falsch. Niemand weiß es. Man könnte sagen, das ist alles Irrlehre, wenn einer sagt, er wüsste das Datum genau. Jesus sagt das nur in diesem Text 4-mal absolut, ganz klar und deutlich. Niemand weiß es. Jesus selber sagt aber auch, hey, es ist im Fall bald so weit, es ist bald so weit. Und die Jünger haben gedacht, oh, es kommt jeden Moment. Und gleichzeitig sagt Jesus, aber Achtung, es tut sich auch noch ein bisschen verzögern. Es ist so gleichzeitig die Erwartung, es kann jeden Moment so weit sein. Und gleichzeitig sagt Jesus, aber Achtung, Achtung, zuerst kommt noch etwas. Und unterdessen wissen wir, dass etwas ist mindestens 2000 Jahre lang gegangen. Und ich habe noch ein bisschen weitergeschaut in der Bibel und zum Glück der Petrus, er hat uns noch ein bisschen genaueren Hinweis gegeben. Der Petrus, der hat da noch ein bisschen mehr gewusst. Wenn wir mal schauen, was der Petrus da dazu sagt. Im 1. Petrus. Dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass beim Herrn ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Also ist echt noch interessant, wenn wir jetzt 2000 Jahre schon am Warten sind, dass Jesus wiederkommt. Für Gott ist es wie 2 Tage. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig oder geduldig, können wir auch sagen. Langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Also es ist nicht so, dass Jesus vergessen hat, quasi wieder zu kommen oder irgendwie gerade auf dem Liegestuhl sitzt und es noch bequem hat, sondern er wartet bewusst oder Gott wartet bewusst mit dem Zeitpunkt, weil er will, dass Menschen ihn kennenlernen in dieser Zeit. Weil er will, dass Menschen zur Buße kommen. Das klingt ein bisschen kompliziert, aber Buße bedeutet nichts anderes, als dass man umkehrt von einem Weg ohne Gott, umkehrt zu einem Weg mit Gott. Und das ist das, was Gott will. Darum ist noch Zeit, dass möglichst viele Menschen zu Gott umkehren können, dass sie die Gnade erfahren. Es ist Gnadezeit. Und gleichzeitig sehen wir da in dem Text sehr deutlich, für Gott ist es erst seit 2 Tagen her, dass wir am Warten sind. Das ist ja für ihn wie 2000 Jahre. Und darum können wir auch sehr deutlich sagen, also aus Perspektive von Gott geht es sicher nur noch ein paar wenige Tage, bis Jesus wiederkommt. Das steht da im Petrusbrief. Also, das heisst, man könnte auch als Antwort geben auf die Frage, in ein paar Tagen kommt Jesus wieder. Das kann ja wirklich sein, Jesus kann jeden Moment kommen. Aber es kann auch aus göttlicher Perspektive natürlich sein. Und bei Gott, es ist ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Also soviel zu der ersten Frage. Wann kommt er wieder? Wir wissen es nicht. Es kann sehr bald sein. Sicher nur wenige Tage. Entweder aus menschlicher Perspektive oder aus göttlicher Perspektive. Dann haben wir aber noch die zweite Frage. Wenn wir es jetzt schon nicht genau wissen, das kann bald sein oder es kann noch lang gehen, wie auch immer, wie handeln wir dann klug in dieser Zeit? Das ist noch wichtig, oder? Wir sind ja jetzt da, wir warten, manchmal ein bisschen aktiver, manchmal ein bisschen passiver. Was machen wir denn jetzt in dieser Zeit? Wie gestalten wir die Zeit? Und
wir werden auf verschiedene Arten von klug eingehen. Auf ein erstes klug und auf ein zweites klug. Und das werden wir in 2 verschiedenen Gleichnissen miteinander anschauen, was das für verschiedene klug könnten sein. Das erste Gleichnis, das wir wirklich vertieft miteinander anschauen, wo Jesus auch im Rahmen von dieser Endzeit zu seinen Jüngern erzählt hat, das ist das von diesen 10 Brutjungfern. Das ist eine Geschichte, die zeigt, wie dass man klug handelt. Weil es sind da die klugen 5 und die törichten oder die dummen 5. Und dann schauen wir und schauen an, was zeichnen die Klugen aus und was können wir uns da abschauen von ihrer Klugheit. Und bei den Gleichnissen ist es ja ähnlich wie bei Witz. Darum, um es zu verstehen, muss ich einen kurzen Witz erzählen. Der Pfarrer, der fragt den kleinen Fritzli. Sag mal, Fritzli, tun ihr auch die Heime schön brav beten vor dem Essen? Sagt der Fritzli. Nein, das machen wir nicht. Meine Mami kocht eigentlich fein. So ein Witz aus unserer Umgebungswelt. Wir wissen, was ein Pfarrer ist. Wir wissen, was das Gebet vor dem Essen ist. Viele Leute beten erst, wenn sie in Notsituationen sind. Und der Fritzli hat sein Essen zum Glück nicht so eingeordnet. Also wir kennen die Umgebungswelt, wir kennen die verschiedenen Rollen und die Pointe haben wir natürlich verstanden. Und bei den Gleichnissen ist es genau gleich. Es ist so aus der Erlebniswelt heraus von den Jüngern, die kennen die Szenen, die kennen die Rollen, die da sind. Und die Gleichnisse hat auch eine Pointe drin. Wo die Jünger entweder staunen oder ihnen dann das Maul offen stehen bleibt. Oder wo sie denken, hä, wie ist denn das? Und um das zu verstehen, wir sind jetzt ein bisschen in einer anderen Welt als damals die Jünger. Darum möchte ich 2, 3 Sachen sagen zu der damaligen Umgebungswelt, dass man auch in dieser Geschichte die Pointe versteht. Wir sind ja immer noch eigentlich außerhalb von Jerusalem. Es ist Abend, Jesus ist mit seinen Jüngern dort gesessen quasi. Vielleicht hat es schon langsam eingedunkelt. Das Gleichnis spielt auch beim Eindunkeln. Die haben das vielleicht so richtig vor Augen gehabt. Vielleicht haben sie wirklich ein Feuer gehabt oder ein paar Lämpchen angezündet oder so. Im Gleichnis geht es auch um Lampen, die dann Licht geben. Also wahrscheinlich haben das die Jünger dann so richtig vor Augen gehabt. Und es ist die Situation von einer Hochzeitsfeier. Heutzutage feiert man ein bisschen anders die Hochzeit als damals. Wir wären das gar nicht mehr gewöhnt, wie das damals so stattgefunden hat. Also so ein Eheanbahnungsprozess ist in 3 Schritten normalerweise gegangen. Zuerst ist das Eheversprechen gekommen. Dann hat die Eltern von der Brut und vom Bräutigam haben zusammen einen Ehevertrag gemacht und es ist der Brutpreis gezahlt worden. Dann als zweites ist das Verlöbnis gekommen. Da hat man sich Schwüre gemacht und Treueversprechen und hat sich Geschenke überreicht. Dann ist man verlobt gewesen. Und dann hat es ein gewisses Zeitchen gehen. Einige sagen, dass dann der Bräutigam aus Haus bauen gegangen oder was auch immer. Vielleicht hat das so sein in gewissen Fällen. Und wo das dann fertig war, ist das Hochzeitsfest gekommen. Echt so der Moment, wo der Bräutigam endlich brauchen, abholen und zu sich heimführen. Das mehrtägiges Fest oft, wo die Verwandtschaft eingeladen ist, wenn man genug Geld hat. Das ist gleich wie heutzutage. Die Grösse des Festes ist ein bisschen auf die Finanzen drauf angekommen. Dann hat man mehr Leute eingeladen natürlich. Das Gleichnis ist mit 10 Brutjungfern. Also können wir davon ausgehen, dass Jesus ein grösseres Fest vor Augen hat. Es war normal, dass das am Abend gestartet hat und dann mehrere Tage gegangen ist. Also man ist da so wie am Anfang von dem Fest, weil die Leute müssen anreisen und am Abend ist es ein bisschen kühler geworden. Das macht dann ein bisschen mehr Spass, um so richtig ins Fest zu starten. Es war normal, dass es auch so Fackelzeug gegeben hat, dass man mit Lichtern unterwegs war, dass man vom einen Ort zum anderen gegangen ist. Da gibt es jetzt verschiedene Versionen und in unserem Gleichnis kommt es auch nicht ganz genau vor, von welchem Haus zu welchem Haus jetzt gegangen ist. Aber es ist klar, der Bräutigam, der ist quasi dann gekommen zu der Festversammlung. Etwas, was ganz normal damals war, ist auch, dass man zu spät kommt. Ich war an einer Hochzeit, mal der Sprut 20 Minuten zu spät gekommen. Nein, sind alle nervös geworden, du. Das hat sich gefragt, was da los ist. Damals hat man noch ein bisschen mit den Schultern gezuckt. Ja, 20 Minuten ist ja noch gar nichts. Und hat noch ein bisschen gewartet. Aber wie wir dann sehen, es hat sich trotzdem mehr verzögert, als sie gedacht haben. Zu diesen Lampen, Fackelzeugen, die in dem Gleichnis vorkommen. Einige übersetzen mit Fackeln, andere mit Lampen. So die kleinen Öllämpchen haben wahrscheinlich ein bisschen wenig Licht gegeben für den Weg. Vielleicht hat Jesus Sättigung vor Augen gehabt, aber innen sind es Fackeln gewesen. Oder man weiss von Beispielen, wo sie so Stangen hatten mit so einer Kupferschale drauf und haben so Stofffetzen drin gelegt mit Harz und mit Öl, dass es schön leuchtet. Und es ist auch üblich gewesen, dass man immer ein Krügel mit Reserveöl dabei hatte. Das hat zum Beispiel zu den Öllämpchen echt automatisch wieder zugehört. Und das ist so die Umgebungswelt von dem Hochzeit oder das Bild von Hochzeiten, wo die Jünger da vor Augen hatten, wo Jesus ihnen das Gleichnis erzählt hat. Und das werden wir jetzt lesen miteinander. Matthäus 25, ab dem Vers 1. Da heißt es: Dann
wird es mit dem Reich der Himmel sein, wie mit 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und hinausgingen dem Bräutigam entgegen. 5 aber von ihnen waren töricht und 5 klug. Denn die Törichten nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als aber der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam geht hinaus ihm entgegen. Da standen alle jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Die Klugen aber antworteten und sagten: Nein, damit es nicht etwa für uns und euch nicht ausreiche. Geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst ein. Ist noch ein bisschen schwierig um Mitternacht irgendwie, aber wahrscheinlich ist das ganze Dorf wach gewesen und realistisch, dass irgendeiner noch etwas zu verkaufen hat. Als sie aber hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Später aber kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen: Herr, Herr, öffne uns. Er aber antwortete und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Und in dem Moment werdet der Jünger die Ohren so zünftig gewackelt haben. Was? Hä? Ich kenne euch nicht? Also wenn man sich jetzt die Situation vorstellt, Jesus erzählt von dem Gleichnis und so und dann haben die vor Augen, dann kommen die und klopfen an die Tür. Okay, vielleicht ist der Bräutigam nicht zufrieden mit ihnen. Nein, ich lasse euch nicht rein. Ihr habt eure Arbeit nicht gut gemacht. Ihr hättet ja ein bisschen Reservenöl mitnehmen. Das wäre doch so eine übliche Begründung, die man sich vorstellen könnte. Oder vielleicht schimpft er mit ihnen: Ja, ihr seid doch eingeschlafen. Ihr könnt draußen bleiben. Wenn ihr nicht mehr wach bleiben könnt. Irgend sowas könnte man sich vorstellen. Oder ihr seid unverantwortlich. Ihr habt eine Aufgabe gehabt und die eine Aufgabe habt ihr nicht mal geschafft. Ihr dürft nicht mehr zum Fest kommen. Das wären doch Begründungen, die man sich vorstellt in dem Moment. Ist aber interessant. Der Bräutigam sagt: Ich kenne euch nicht. Also das, was die Törichten, sage jetzt mal, negativ auszeichnet, ist, also das Problem, das sie haben, ist, dass der Bräutigam sie nicht kennt. Der kennt sie gar nicht. Ich habe mich gefragt, haben die sich reinschleichen als Hochzeit? Gehört irgendwie nicht zu der Familie dazu? Oder, ich meine, man redet ja etwa davon, man kennt das vielleicht ein bisschen. Ich habe auch schon von Leuten gehört, die sagen, sie gehen damit gerne an Hochzeiten, weil es gibt nachher so einen guten Apero. Kann man sich ein bisschen reinschleichen, oder? Aber am Abend ist das nicht mehr möglich. Also wenn man kein Namenstafel hat oder so, dann kann man sich nicht mehr reinschleichen. Also entweder ist man dort auf der Gästeliste drauf oder nicht. Und das Problem, das die 10 hatten, ist, die sind nicht auf dieser Liste drauf gewesen. Der Bräutigam hat sie nicht gekannt. Das ist echt die Frage, die man uns stellen muss: Was bedeutet das denn? Nicht kennen. Und von dem her auch das Gleichnis können verstehen. Wahrscheinlich haben die Jünger gedacht: Hä? Nicht kennen? Das ist die Begründung. Geht es nicht darum, dass sie nicht alles richtig gemacht haben oder so? Und dann tut Jesus selber noch erklären, was das Gleichnis bedeutet. Das müssen wir uns nämlich gar nicht lange überlegen. Er sagt es ganz persönlich im Vers 13. Im Vers 13 heißt es dann: So wacht nun, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Also klug sein, wach sein, parat sein. Eben gerade will man ja nicht wissen, wenn es so weit ist. Das bedeutet, dass wir dafür sorgen, dass Jesus mich kennt. Das ist noch interessant. Also nicht, dass ich Jesus kenne, sondern dass er mich kennt. Falls wir mal vor dieser Tür stehen und Jesus als Bräutigam dort steht, dass er dann sagt: Hey, ich kenne dich. Komm rein. Wunderbar, bist du mit meinem Fest dabei. Und das nachher nicht heisst, ich kenne dich nicht. Jetzt können wir ja sagen: Ja gut, wie sorgen wir dafür, dass Jesus mich kennt? Wie können wir das machen? Wie können wir parat sein, indem dass Jesus mich kennt? Das
Das ist noch eine gute Frage, ist gar nicht so eine einfache Frage. Können wir nicht auf die eine Seite sagen, Jesus als Bräutigam mit dem Gleichnis, das irgendwann wiederkommt, kennt er nicht alle Menschen. Ist ja Gott, ist ja allwissend. Also offensichtlich geht es um ein tieferes Kennen, als einfach, dass Gott von uns weiss, unseren Namen kennt. Weil Gott ist allwissend, er kennt in dem Sinn jeden Mensch. Aber es geht um etwas Tieferes, es geht um ein tieferes Kennen, dass Gott uns tiefer kennt. Vielleicht, dass wir zu seiner Familie dazugehören, könnte man sagen, dass wir auf seiner Gästeliste stehen. Erkennen. Oft redet man davon, oder in der Bibel steht, wenn ein Ehepaar heiratet, dann tun sie sich erkennen. Das ist meistens der Moment, wo dann die Kinder ein bisschen giggeln, oder? Wenn man sich erkennt. Also es geht so um ein tiefes, persönliches, näheres Kennen. Nicht so nur voneinander wissen. Und wenn man davon redet, dass Jesus bald wiederkommt, ich meine, auf die einen Seite, die einen sagen, ja, jetzt hat er 2000 Jahre gegangen, wie lange geht es denn jetzt noch? Man kann noch ein bisschen Zeit dafür. Auf die andere Seite können wir sagen, der Moment kann ja für jeden persönlich noch viel schneller kommen, als wir denken. Dass wir auf dieser Erde mal weggehen müssen, dass wir mal sterben müssen. Vielleicht laufen wir nach dem Gottesdienst raus und ein E-Trottinett überfahrt uns oder so. Man muss damit rechnen, dass es irgendwann mal zu Ende geht und dass es schneller kommen kann, als man denkt. Auch wenn Jesus vielleicht noch ein paar göttliche Tage wartet. Unser Ende das kommt sicher. Und sind wir bereit? Kennt uns Jesus? Wir wollen miteinander schauen, was das genau bedeutet. Also zum noch 2, 3 Sachen einfach sagen, wie das Gleichnis gedeutet wird. Jesus als Bräutigam, das ist ein Bild, das klar ist, was so im Alten Testament immer wieder gebraucht worden ist. Die Israeliten haben darauf gewartet, dass der Erlöser, der Retter kommt und dass der ist wie ein Bräutigam, der dann sein Volk abholt. Und so warten wir jetzt als Gemeinde von Jesus auch darauf, dass Jesus als Bräutigam die Gemeinde als Brut quasi abholt. Brutjungfern, wer sind die? Oft wird gerade gesagt, ja, das sind die Jünger, die Nachfolger von Jesus oder Christen heutzutage. Wenn man sich überlegt, in welchem Kontext ihnen, dass Jesus das Gleichnis seinen Jüngern erzählt hat, dann haben die Jünger wahrscheinlich das Volk Israel vor Augen gehabt bei diesen Brutjungfern. Haben sie sich gedacht, ja, das ist ja logisch, wenn der Bräutigam kommt, der Messias, der Retter, dann wird er das Volk Israel abholen und alle werden zu ihm gehen. Die Jünger haben in dem Moment überhaupt nicht damit gerechnet, dass auch die anderen Völker mit gemeint sein. Also die weiterlesen in der Bibel und die Apostelgeschichte kennen, sehen, dass Gott richtig zünftig hat müssen eingreifen, dass die Jünger gecheckt haben, dass es nicht nur für Israel ist, sondern für alle Völker auf der ganzen Welt. Also in dem Moment haben die Jünger wahrscheinlich gedacht, die 10 Brutjungfern, das Volk Israel und ja, die haben das Licht, oder? Die haben Fackeln. Im Alten Testament ist das Licht oft wird gebraucht für das Wort von Gott oder für die Tora, für die Schriften, die sie bekommen haben. Zum Beispiel im Psalm 119 heißt es, wie ein Licht für die Füße ist das Wort von Gott. Oder wie ein Licht auf dem Weg, wo man unterwegs ist. Wahrscheinlich haben sie gedacht, ja stimmt, Volk Israel, wir haben das Licht bekommen, wir haben die Fackeln. Jeder hat das bekommen, wir haben das in unseren Händen und weil wir das Volk von Gott sind, darum dürfen auch alle mal zu dem Hochzeit abgeholt werden. Und du denkst, hä? Die einen müssen draussen bleiben. Und hä? Gott kennt die nicht einmal. Was ist denn da los? Das haben sie wahrscheinlich wirklich in dem Moment sehr, sehr, sehr komisch gefunden. Und es wird jetzt auch logisch, Schlaf in dem Gleichnis, die sind ja alle eingeschlafen, das heisst, es wird eine Zeit durchgehen. Es wird wie etwas kommen bis zu dem Moment, wo Jesus wird wiederkommen. Die Jünger haben damit gerechnet, dass jetzt der Jesus, der Messias, da wird das Königreich aufrichten, aber es kommt noch ein Schlaf zwischen ihnen. Es kommt noch eine Zeit, wo es auch Dunkelheit wird haben in dieser Welt. Und erst dann wird Jesus wiederkommen. Und die Jünger haben das wahrscheinlich als eine deutliche Warnung gehört. Achtung, Achtung. Viele Israeliten, die denken, nur weil sie das Volk von Gott sind, sagen sie automatisch auch bei Gott mit dabei. Weil sie die Worte bekommen haben, weil sie zugehörig sind, weil sie die Worte von Gott hören, gehören sie automatisch auch am Schluss der Zeit zu Gott. Scheinen die Türen zum Himmelreich offen. Viele Leute haben das damals gedacht, gerade im Volk Israel. Und Jesus sagt ihnen, Achtung, Achtung, denen fehlt etwas. Sie haben kein Öl. Das Öl ist ihnen ausgegangen. Gott kennt sie gar nicht. Irgendetwas fehlt da. Und ich glaube, das ist eine Warnung, die wir unbedingt uns heute auch ins Herzen nehmen müssen, die absolut wichtig ist. Es gibt Leute, die denken, sie gehören zum Volk von Gott, die gehören zu Jesus, einfach weil sie zugehörig sind. Nicht dem Volk Israel, aber zum Beispiel bei den Kirchen. Es gibt Leute, die denken, weil im Pass steht, man ist einer christlichen Glauben zugehörig, gehört man zu Jesus.
Aber Jesus warnt und sagt, einfach dazugehören, das ist nicht das, was Gott meint. Wegen dem kennt einem Gott nicht. Es gibt ja viele Leute, die denken, ja, wir haben ja heute die Bibel, wir haben das Licht, wir haben das Wort von Gott auch in unseren Händen. Ich habe gehört, dass jeden Sonntag gehe ich in den Gottesdienst und höre das immer wieder. Aber Jesus warnt, es lange nicht, dass man das Licht hört, dass man das Wort hört. Wegen dem gehört man noch lange noch nicht zu Jesus dazu. Gott, die Israeliten haben viel gedacht, dass sie mit dem Halten der Gesetze, mit den guten Taten, dass sie so können, quasi zeigen, dass sie dazugehören zum Volk. Ich meine, alle sind da mit ihrer Lampe und haben sich Mühe gegeben, das gut zu machen. Die einen ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger. Aber Jesus sagt, nein, es lange nicht, quasi die Bemühungen auf sich zu nehmen. Egal, ob es dann gut rauskommt oder nicht. Und ich glaube, das ist eine gute Warnung für uns. Das Ziel von Jesus ist nicht, dass wir an eine Kirche dazugehören. Das Ziel von Jesus ist nicht, dass wir gute Taten tun und parat sind oder dass wir regelmäßig in der Bibel lesen. Nicht, dass das schlechte Sachen sind, aber Jesus geht es um etwas anderes. Ihm geht es um unser Herz. Ihm geht es darum, dass er uns kennt. Dass wir ein Teil von seiner Familie werden. Dass wir in eine tiefe persönliche Beziehung zu ihm hineinkommen. Das ist das Ziel, das Jesus hat. Er wird mit uns verbunden sein. Ganz nah. Den Törichten hat es Öl gefehlt. Öl ist im Alten wie im Neuen Testament immer wieder das Bild für den Heiligen Geist. Wir können fragen, ja, wer hat denn den Heiligen Geist? Öl ist aber auch ein Bild für Heilig, wird es gebraucht, oder auch allgemein einfach für neues Leben. Jetzt können wir uns fragen, wieso haben denn das die einen nicht und die anderen schon? Wie kommt man dann zu dem Öl, das das neue Leben zeigt? Wie kommt man dazu, dass Gott einen kennt? Und da wollen wir jetzt dem nachgehen. Und es ist wirklich, es ist ein wichtiges Thema. Weil Jesus sagt sogar an einer anderen Stelle, es wird Leute geben, die werden dann draussen stehen an der Tür und dann kommen sie und sagen, Herr, wir haben doch sogar in deinem Namen Jesus Dämonen austrieben und Wunder gemacht und so weiter. Und Jesus wird ihnen sagen, ich kenne euch nicht. Also manchmal so die Äußerlichkeit und ein Wunder und ich weiß auch nicht was für verrückte Sachen. Es kommt auf etwas anderes darauf an, dass Jesus uns kennt im Herzen. Zu dem Kennen, zu dem Klug sein, habe ich 3 Verse. Der erste steht im Johannes 1, Vers 12. Dort heißt es, so viele ihn, das ist Jesus gemeint, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Mit anderen Worten, wenn wir Jesus als Retter und als Herr aufnehmen, dann werden wir zu Kind von Gott. Wenn das Kind vor der Tür steht, dann kennt es seinen Vater. Jesus als Retter aufnehmen bedeutet, dass man sagt, ja Jesus, du bist mein Retter, du bist für meine Schuld und Sünde am Kreuz gestorben. Und Jesus als Herr aufnehmen bedeutet, Herr, du bist der Herr von meinem Leben, du sollst der Mittelpunkt von mir sein. Ein Vers, der das noch ein Stück weiterführt, Römer 10, Vers 8 bis 9. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Dass, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du gerettet werden wirst. Dass du nicht vor der Tür stehen bleibst, sondern dass du reingelassen wirst. Wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist mein Herr, Jesus ist der Herr von meinem Leben. Und Jesus ist von den Toten auferstanden. Er hat nicht nur gezahlt am Kreuz für meine Schuld und ist gestorben, sondern er hat den Tod besiegt und ist auferstanden. Und darum schenkt er mir heute neues Leben. Und es geht dann noch einen Schritt weiter. Im Galater 4, Vers 5 bis 6. Gott sandte ihn, das ist Jesus hat damit gemeint, Gott sandte ihn, um uns aus der Gefangenschaft des Gesetzes freizukaufen und als seine Kinder anzunehmen. Und weil ihr seine Kinder geworden seid, hat Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz gegeben, sodass ihr zu Gott nun, lieber Vater, sagen könnt. Mit anderen Worten, wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen, wenn wir ihn zum Herr von unserem Leben machen, wenn wir sagen, ja, Jesus ist auferstanden, ich glaube das mit meinem Herzen, dann macht uns Gott zu seinem Kind. Wir dürfen zu der Familie von Gott dazugehören. Wir stehen dann auf der Familiengästeliste. Die Familie ist zum Hochzeit eingeladen. Also die Familie kennt man. Und Gott schenkt uns den Heiligen Geist.
dass das Öl da ist. Als Zeichen dafür, dass wir dazugehören. Und vielleicht bist du heute nur da aus dem Grund, dass du dir Gedanken darüber machst. Bin ich klug? Bin ich ready? Bin ich bereit? Kennt mich Jesus? Oder kennt er mich nicht? Und bin ich bereit, in die Familie von Gott hineinzukommen? Das hat mich eben gekannt. Vielleicht bist du auch da und du merkst, hey, das ist so etwas Wunderbares. Jesus kennt mich. Ich darf zu seiner Familie gehören. Ich habe den Heiligen Geist. Ich muss keine Angst haben, dass ich vor der Tür stehen bleiben muss. Vielleicht bist du einfach da, zum dankbar zu sein. Dankbar für das wunderbare Geschenk. Dankbar, dass es nicht von unserer Klugheit, vom Verständnis abhängt, sondern dass klug bedeutet, dass Jesus mich kennt und dass es ein Geschenk ist, das wir einfach annehmen dürfen. Vielleicht bist du da, zum Jesus Danke zu sagen und auch einfach geborgen dürfen zu wissen bei ihm, in seinen Armen. Also klug sein bedeutet, man sagt nicht, ich gehöre zu der Kirche, ich lese eine Bibel oder so und das bringt mich dann zu Gott. Das ist quasi meine Hochzeitseinladung, sondern es bedeutet, dass ich weiß, Jesus kennt mich. Ich bin ein Kind vom lebendigen Gott und darum habe ich den Heiligen Geist und gehöre zu seiner Familie. Das heisst, ich bin ready. Egal, ob Jesus morgen kommt oder im Sinn von Gottestag in einem Tag. Egal, ob ich rausgehe und das E-Trott hineinkommt oder ob ich noch 100 Jahre leben auf diesem Planeten. Ich bin bereit. Ich bin bereit, Jesus gegenüber zu gehen. Wir möchten auch aber jetzt ein Klug 2.0. Es gibt auch noch ein Klug 2.0, wo Jesus anspricht. Da wollen wir auch noch kurz in ein Gleichnis hineinschauen miteinander. Das ist das Gleichnis, das Jesus gerade vorher erzählt hat, vor diesen Hochzeitsfest mit der Brutjungfer. Wenn wir wüssten, Jesus kommt in 2 Wochen am 14.11., das war die Frage vom Anfang. Wie gestalte ich dann meine Zeit? Und beim Klug 2.0 geht es genau darum, was mache ich denn jetzt mit dieser Zeit, wo man neu ist? 2 Wochen oder 1 Tag oder 1000 Tage oder 1000 Jahre, keine Ahnung. Und dazu sagt Jesus auch etwas. Das ist im Gleichnis mit dem klugen Verwalter und dem Unklugen, mit dem Treuen und mit dem Untreuen. Da wollen wir miteinander auch lesen. Matthäus 24, 45 bis 46. Da heißt es, wer ist also ein vertrauenswürdiger und kluger Diener, dem der Herr sein Haus und die Versorgung seiner Familie anvertrauen kann? Wenn der Herr zurückkommt und feststellt, dass der Diener seine Aufgabe zu seiner Zufriedenheit erfüllt, ist der Diener glücklich zu schätzen. Das Coole an diesen wenigen Versen ist eigentlich, dass Gott uns eine mega grosse Verantwortung geben will. Einen wunderbaren Auftrag. Eine super coole Aufgabe, dass wir für die Familie schauen dürfen. Dass wir einen Auftrag haben in der Welt, dass wir für die Menschen da sein können. Und der kluge Verwalter wird da dargestellt als einer, der merkt, der Herr, Jesus, ist weg. Dann ist ja meine Aufgabe umso wichtiger. Meine Verantwortung umso grösser. Der Unkluge wird da, der Untreue wird als einer angestellt, der in dieser Zeit sagt, ist weg. Dann tun wir Feste feiern. Und es steht, er hat seine Diener geschlagen und hat gegessen und gesoffen oder getrunken. Er hat sich nicht darum gekümmert, was ist. Er hat nur für sich geschaut. Also mit anderen Worten, klug 2.0, das könnte bedeuten, dass man einfach sagt, die Aufgabe, die Jesus uns gibt, wir nehmen die ernst und mit Verantwortung entgegen und nehmen die an. Jesus hat uns einen klaren Auftrag gegeben, er hat uns geschickt, dass wir hingehen, anderen Menschen von ihm erzählen, sie taufen und zu Jünger machen. Manchmal ist es ein mega einfacher Auftrag, aber auch können wir sagen, hey, das ist klug. Jesus hat uns den Auftrag gegeben. Muss nicht irgendwie auf eine grosse Berufung warten oder weiss auch nicht was. Der Auftrag steht da, direkt für uns. Und da können wir Verantwortung übernehmen. Es ist auch Nacht. Ich weiss nicht, wie es dir geht in dieser Weltzeit. Jesus hat die Zeit beschrieben im anderen Gleichnis wie eine Nacht, wie eine Finsternis. Jesus sagt, wir sollen Licht sein. Wir sind das Licht in dieser Finsternis. Wir sollen schauen, dass es hell scheint. Für viele Menschen ist die ganze Corona-Situation wie eine Nacht. Für sie ist das Stress. Es gibt Menschen, für die ist das wirklich etwas Bedrückendes. Es gibt Menschen, die haben ganz andere Nächte, wo sie drinstecken. Eigene Beziehungsprobleme zum Beispiel. Glaubensfinsternis. Und wir dürfen da ein Licht sein. Und ich wünsche mir, dass wir eine Kirche sind, die sagen, hey, wir sind eine Kirche Klug 1.0.
Wir sind nicht da, weil wir zugehörig sind oder weiss auch nicht was, sondern weil Jesus unser Herr ist. Und zusammen dürfen wir kommen, um zu sagen, hey Jesus, wir sind für Jesus da, wir sind seine Brut. Wir freuen uns, dass er kommt. Aber ich wünsche mir, dass wir auch Kirche sind, klug 2.0. Dass wir nicht den Auftrag, den Jesus gibt, verschlafen, sondern dass wir dran sind. Dass wir mit dem leben. Also ich würde es so definieren, klug 2.0, den Auftrag von Jesus leben. Es gibt viele Sachen, die man macht in seinem Leben. Und vielleicht ist davor einiges durch den Kopf gegangen. Wenn Jesus in 2 Wochen wiederkommt, was wirst du tun? Wenn du sagst, Jesus ist mein Herr und sein Auftrag ist mir wichtig, dann wirst du wahrscheinlich in diesen 2 Wochen genau die Sachen tun, die dran sind. Und das ist vielleicht auch meine Ermutigung an dich heute, dass du sagst, hey, die Sachen, die dir da in den Sinn gekommen sind, bis bei denen dran. Und nicht bei diesen vielen anderen belanglosen Sachen, wo man manchmal unsere Zeit vergeudet. Ich möchte eine kurze Zusammenfassung machen. Wann kommt das Ende? Haben wir gelesen im 1. Petrusbrief, in ein paar Tagen. Wie handle ich klug? Dafür sorgen, dass Jesus mich kennt. Und den Auftrag von Jesus leben. Ich würde gerne beten. Danke, Jesus, dass du bald wirst wiederkommen. Wir wissen nicht genau, was das für ein bald ist. Aber wir wollen bereit sein. Und wir wollen dich gerade jetzt in dem Moment bitten, Jesus, für die Menschen, wo du sagst, die sind nicht auf der Gästeliste. Die sind nicht in so einem nahen Beziehungsverhältnis zu dir, wo du sagst, die kenne ich nicht. Wir wollen dich bitten für die Menschen, dass du ihre Herzen auftust, dass sie ihr Leben dir geben können. Dass sie mit ihrem Maul bereit sind zu bekennen, hey, Jesus ist gestorben und du verstanden, für mich ist mein Retter. Und im Herzen glauben. Wir wollen dich bitten, Jesus, dass viele Menschen dürfen auf die Gästeliste kommen, dass du von ihnen sagst, ich kenne dich. Du bist in meiner Familie. Dass du ihnen den Heiligen Geist schenkst. Dass das Öl da ist, auch wenn eine Nacht ist. Oder wenn man einschläft. Und wir wollen auch klug sein, in dem, dass wir sagen, hey, das der Auftrag, den du uns gegeben hast, Jesus. Was du uns geschenkt hast, was du uns anvertraut hast. Die Verantwortung in dem Maß, wie du sie uns zuteilen willst. Wir wollen sie ernst nehmen. Wir wollen uns nicht aufhalten lassen. Egal wie die Umstände sind, was passiert in der Welt, was Gutes läuft, aber auch was Schlechtes läuft, was uns manchmal belastet und bedrückt. Es gibt etwas viel Wichtiges. Und das bist du, Jesus, und der Auftrag, den du uns gibst. Und wir wollen da dran sein, wir wollen dranbleiben, wir wollen uns nicht aufhalten lassen von Nebensächlichkeiten. Amen.